es heute schon gehört, dass die schwarze Holunder, wie wir halt sagen, Vollestauern, die Heilpflanze oder Arzneipflanze des Jahres ist. Und viele andere Sachen sind zum Ding des Jahres ausgerufen worden. So zum Beispiel der Kiebitz als Vogel des Jahres. Bewusst habe ich ein einziges Mal einen Kiebitz gesehen, vor ein paar Jahren an der Baustelle von der B15 draußen, B15 neu. Man sieht es bloß nicht ganz selten. Das Wildtier des Jahres, das haben wir öfter gesehen, leider oft zusammengefahren auf der Straße. Das ist der Igel. Wisst ihr, dass ein Igel, wenn er auf die Welt kommt, gerade mal so 12 bis 20 Gramm schwer ist und 100 weiße Stacheln hat? Wenn er ausgewachsen ist, oder 6.000 bis 8.000. Das Reptil des Jahres, die Kreuzotter. Ja, da sagt man gleich, boah, ich war auch überrascht, dass vor 120 Jahren hat es noch Fangprämien gegeben, wenn man eine Kreuzotter erschlagen hat. Also, und heute gibt es praktisch keine mehr. Der Fisch des Jahres ist der Dorsch, außerhalb Deutschland wird eigentlich Kabeljau genannt. Der Dorsch zwischen 1 Meter bis zu 1,60 Meter groß, über 40 Kilo schwer, bis 25 Jahre kann der alt werden. Ein gefräßiger Reiber, der bekannteste Bewohner der Küstengewässer und Meere. Jetzt werden wir ein wenig kleiner. Bloß 14 bis 20 mm groß ist nämlich das Insekt des Jahres. Der Typhoeus. Ja, wir sagen Stierkäfer, manchmal sagen wir einen Mistkäfer dazu. Glänzend schwarz, rollt er seine Kugeln zusammen, sein imposantes Geweih vom Stierkäfer. Er baut Tunnel und rollt seine Kotkugeln. Und der Heimatforscher Franz Xaver Schönwert hat interessante Geschichten und Märchen auch über den Prinz Rostzwiebel aufgeschrieben. So heißt er in manchen Gegenden der Oberpfalz. Der Mosel-Apollo-Falter mit seiner auffälligen Zeichnung aus schwarze Flecken und rote gefüllte Ringe ist der Schmetterling des Jahres. Und die blau-schwarze Holzbiene, die Wildbiene des Jahres. Eine Solitärbiene, also die braucht keine Völker, keine Königin, eine einzelne Biene. Und weil sie so starke Beißwerkzeuge hat, dass sie in Holz eine beißen kann und die Sechsbar rausfallen, daher der Name Holzbiene. Der Pilz des Jahres, der Schopftintling. Wahrscheinlich werden wir von Namen nicht kennen. War ein, wenn er frisch und weiß ist, zum Verzehr gut geeignet. Er schmeckt gut und ist gesund. In fernöstlichen Heilkunde verwendet man ihn für die Förderung der Verdauung, Regulierung vom Blutzuckerspiegel, er stabilisiert das Immunsystem. Leider verdirbt er sehr leicht und wenn er verdirbt, tropft er praktisch, sein Haum wird schwarz und vor allem gegen schwarze Tropfen voll runter. Man sieht ihn auch bei uns in die Wälder. Und diese schwarze, fließende Haut hat man als Tinte gesammelt. Vor 300 Jahren hat man da noch Bücher geschrieben und die kann man heute noch lesen. Also eine sehr haltbare Tinte. Der Baum des Jahres, die Mehlbeere. Da bin ich, wenn ich das rausgeschrieben habe, habe ich gedacht, ja, also Mehlbeere, ein Rosengewächs, kann aber auch ein Baum bis 12 bis 15 Meter werden. Ein Alter von 150 bis 200 Jahren. Aber die Früchte, die er hat, diese roten Beeren, sind Äpfel. Die mehlig süß sind, aus denen kann man eine Marmelade, Gelee, einen Saft oder Essig machen. Ich glaube, dass man aber ein Haus oder ein Friedhof steht, also Maulbeerbaum. Die Grasnelke ist die Blume des Jahres. Obwohl es eine sehr robuste Wildblume ist, geht es mehr und mehr verloren und gewinnt jetzt wieder, weil die in Städten für die Dachbegrünung mitverwendet wird. Also die Grasnelken.
Die Mückenhändel wurde als Orchidee des Jahres und wichtiger für uns zum Essen, das Gemüse des Jahres. Ja, wir sagen eigentlich selten rote Beete. Wir sagen eher Rhodioraner. Rhodioraner haben gesund, haben entzündungsfördernde Enzyme und hat positive Wirkung auf den Knochenstoffwechsel. Das Muskelwachstum, also wenn man Rhodioraner ist, kriegt man solche Muskeln. Und gut für die Gehirnfunktion. Aber Vorsicht, wer Nierensteine hat, sollte weniger Rhodioraner essen. Die Heilpflanze hat der Franz schon beschrieben, den Holunder, den schwarzen, der viel Vitamin C hat. Und ich glaube, das hat man auch in seinem Gedicht mit einer Reaktion gehört. Jeder kennt den Holler, nicht mehrfach im Jahr von der Blühe bis zu den schwarzen Beeren. Gut verwendbar. Und der Spruch, dass man aus Respekt vor den segensreichen Wirkungen an Hut zieht, wenn man an der Hollerstange vorbeigeht, glaube den kennt auch jeder. Ja, der alte hat noch nicht kennt. Muss der mal sagen, den Herren. Die Staude des Jahres, der Blutweilerich, die Giftpflanze, der Blauregen. Ja, ist sehr giftig. Wurzeln, Rinde, Zweige, Früchte, alles Samen, alles giftig. Schaut schön aus, wenn er so wächst und seine Blüten so oberhängen. Die St. Veiter Pelzkirsche ist die Streuobstsorte des Jahres. Ich habe nachgeschaut, das ist eine fingernagelgroße schwarze Kirsche. Der Waldboden ist der Boden des Jahres. Der Waldboden, denkt man erst einmal Waldboden, aber wenn man mal überlegt, den Waldboden gibt es gar nicht, weil unter jedem Baum ist der Waldboden anders. Sind es Nadeln, sind es Laub, was für Nadel, die Gräser, die Pflanzen, die dort wachsen, das Altholz, das da liegt, die Schwammerl, die Tiere, die da sind, die da verwesen, also der Waldboden ganz vielseitig. Und wenn man das so überlegt, das ist mir erst, wie das gelesen habe, eingefallen, eigentlich der einzige Boden, der nicht bearbeitet wird. Alle anderen, ob das der Rasen ist im Garten, ob das unter die Schnauen, in den Bettels, auf die Felder, der Sand am Strand, alles ist in Bewegung, der Waldboden wird nicht bearbeitet. Das ist fast wie bei uns daheim im Garten, gell? Ja, wir haben einen Naturnahen. Die Naturnahe ist auch wichtig, Naturnähe für die Flusslandschaft des Jahres. Wir waren schon mal an der Stepenitz, ein Fluss mit gut 80 Kilometer Länge im nordwestlichen Brandenburg. Und der Fluss hat einen ganz hohen Fischartenreichtum, einen selbst erhaltenen Bachforellenbestand, also muss nichts nachgesetzt werden. Und sogar atlantische Lachs geht zur Ableichen bis in die Stepenitz ein. Der mündet übrigens bei Wittenberge in die Elbe. Wird jetzt auch zum Hochwasser beitragen. Hochwasser haben wir gerade in Augsburg. Der Augsburger Stadtwald, auch der Lechauwald ist die Kulturlandschaft des Jahres. Ganz aus dem Norden, aus dem Ostseebad Schönberg in den historischen Regionen Propstei, im Kreis Plön, also an der Nordsee, kommt die Tracht des Jahres, die Propstei-Tracht, die der Deutsche Trachtenverband jährlich ausruft. Voriges Jahr war es die Egerlandtracht. Ja, und zum Abschluss habe ich jetzt noch das Musikinstrument des Jahres. Habt vielleicht gehört, das ist die Tuba. In die 1830er Jahren ist die erst in Berlin erfunden worden für die Militärkapellen. Wer ein bisschen was von Musik versteht, mit der Tuba kann man zwischen 3 und 4 Oktaven spielen. Ja, wo stimmt das? 4 Oktaven? Ja, ich 2. Okay. Aber wir müssen den Bernhard fragen, der hat 3,5 bis 4 drauf, oder? Der Bernhard hat 4 Oktaven draufstehen. Ja, so eine Tuba, je nachdem wie es gestimmt ist, ist dieses konische Rohr 3,5 bis 5 Meter lang. So eine B-Tuba wie der Max hat. Max, kannst du ja mal hochheben. Der Max hat jetzt da ein 5 Meter langes Rohr in der Hand, das konisch zuläuft mit einem Verhältnis von 1 zu 20. Also oben der Trichter ist 20 mal so groß wie das Mundstück.
Und was schätzt ihr, wie viel Wasser in so eine Tuba reinpasst? 10 Liter. Ja, 10 Liter, wer bietet mehr? Ja, 100 nicht ganz. Nein, nicht. 25 Liter gehen in die Tuba rein. Ja. Und eine Tuba, weil wie teuer ist die? Das kommt darauf an, es gibt vielleicht schon für 2.000, 3.000 Euro eine, aber eine gut spielbare haben wir bei 10.000 und mehr Euro gut dabei. Ja, da muss der Pedalmusikant lang spielen, bis er die beieinander hat. Hoffentlich haben sie dazu beitragen, dass er sich eine leisten kann. Ja, und die größte Tuba Deutschlands, die steht im Mark Neukirchen, eine alte Instrumentenbauerstadt, ist 2 Meter hoch und wiegt 50 Kilo, ist spielbar. Und dann gibt es also interessante Sachen oder verrückte Sachen. In Amerika haben sie am 7. Dezember 2018 Tubisten getroffen und haben miteinander musiziert. 835 Tubisten haben miteinander gespielt. Weil es der 7. Dezember war, jetzt Rotz was gespielt haben, Weihnachtslieder. Aber das Besondere, sie haben miteinander Stille Nacht gespielt. Das muss man sich mal vorstellen. 835 Tuben spielen miteinander Stille Nacht. Das ist keine Stille Nacht. So, also das Instrument des Jahres, das kommt jetzt zum Einsatz. Wir spielen jetzt einen Marsch und in Märsche, bei uns gibt es oft im zweiten Teil einen Bass-Solo-Teil und den der heute mal gespielt. Zu Ehren des Instruments des Jahres.